Herr Präsident, meine Damen und Herren, honorable Herr Cox, also wir ein Friedlo über Kompetitivität zu schwätzen. Der Minister Schneider wollte ein konkretes Debatt. Und ich meine, das ist genau der richtige Ansatz für ein konkretes Debatt zu führen und die konkret vorgestellt, die Recht auf konkret antworten. Der kommt aber später, Herr Minister, mit nur 9 Jahren CSV-LSAP-Regierung mit trotzdem eine gute Wille sehr gewährt. Wir hatten nicht viel Initiative von CSV und LSAP an den letzten 9 Jahren. Wir hatten einen Kriegeplan, der ein bisschen zu einem DLM gesagt, genau, mir trotzdem besser spät wie nie, die sind willkommen. Der hat ein ganz Reihe Fragen direkt abgeworfen an zum Beispiel der Geschwert von der neuen Indikatoren, das ganz gut nicht fand ich aber für eine neue Bürokratie. Dann hat geschwert, Herr Minister, von den Konditionen, wie die expatriiert. Auch da fanden wir dann eine Reihe von deren Initiative ganz positiv sind, mit du doch von der Privatschule geschwert. Aber wenn das schon, wenn über Privatschule schwätzt, da will ich aber darauf aufmerksam machen, dass der Widerstand gegen Privatschulen nicht bei uns bleibt, mit DAX an ihrer eigenen Partei. Und da meine ich, müssen wir dann aufhängen. Dann hat geschwert über eventuell Importbeschränkungen am Fall von einem Sozial- oder Umweltdumping. Das können wir auch mitdrohen. Ich will aber da just so, passt auf mit den Entwicklungsländern, weil das Ziel muss ja aber sie wegzukommen, irgendwie mittelfristig von der Entwicklungshilfe und auf den Weg vom Handel zu gehen. Das heißt, bei Ländern, wo natürlich den Umwelt- und den Sozialdumping direkt kann bekämpfen, es gibt andere Länder, die müssen den Prozess begleiten, wie das man Handel können aufbauen. Dann wollte ich so, die hat doch gesagt, die wird d'accord mit allem, nicht mit einem sozialen Kahlschlag. Da sind wir mit dir d'accord. Und schon für das Red 14 beredet Propositionen geguckt, aber auch die von der UL. Und ich gehe noch bei einem ganz paar die Sachen von der UL ran, weil ich meine, wenn wir die Debatte feiern, da soll Politik auch der Wirtschaft Geld an Antwort stehen, das machen wir. Eine erste Bemerkung aus dem Mindestlohn. Der Mindestlohn an Eisenach muss bestehen bleiben. Wir wissen, den Euro, der setzt letztlich mehr unter Druck, wie man für drum am Belgische Franken hatte, wenn man da eine gewisse Flexibilität währungspolitisch hatten. Mit Deutschland geht immer als Vergleich geholt, in Deutschland geht ein Lohndumping betrieben und das ist ein Auftrag für eine europäische Sozialpolitik, für zu gucken, dass wir einen Mindestlohn im europäischen Niveau kriegen. Wir können nicht nur ein Dumping nur laufen, wir sollten ein letztes Modell an dem Sinn von Mindestlohn auch an Deutschland auch politisch verkaufen. Ich verstehe ja auch nicht, wenn sie sieht, den Mindestlohn soll gekürzt gehen und dann durch Sozialtransferen ersatz gehen, weil das heißt ja, was lasst auf dem Budget, also das ist eine Budgetisierung von der Lohnpolitik, und das ist ein ja fiskalpolitisch nicht zu drohen. Und ich kann auch so wahrscheinlich, dass der Minister Frieden auch nicht froh mit so Vorstellungen, für dann Lohnkosten auf dem Budget aufzuwälzen. Ein Index, da wird er nicht überrascht sein für Reise, also er ist ganz klar, dass ein Index muss beibehalten gehen. Wir sagen einfach auch, dass man muss aufhören mit der Erhöhung von Tarifen und Taxen, die an den letzten Jahren gemerkt wurden, auch nach indexneutral. Ich komme dann noch ein bisschen darauf zurück. Wir sind aber auch der Meinung, dass ein Autoallumeur von dem Index muss können kontrolliert gehen, an Ebene wäre, wie das zu machen, als eine Preiskontrolle. Das haben wir früher gemerkt. Es kann nicht sein, dass verschiedene Betriebe zwar den Index auf Personalkosten rechnen, aber dann ein allgemein Host von ihren Preisen auf 2,5% oder was auch immer ist, dafür holen, weil das ist dann ein Abus von dem Indexsystem für den Profit von verschiedenen Betrieben zu erhöhen, und da muss man aber erschreiten. Also eine Preiskontrolle muss so mit viel gesehen sein. Aber der gedeckelten Index geht los besondere Wort dazu so, weil da doch an der letzter Zeit viel an Gespräch kommt. Also ich meine, dass die Debatte in der Öffentlichkeit sich aber so weit entwickelt hat, dass weil jeder gesagt hat, eine Diskussion über gedeckelten Index sich nutzlos ist an einer Form von Populismus. Also das, die gedeckelten Index, das als Populismus. Statut unik. Duell, die fragt, dass der Funktionärstatut soll angepasst gehen, und da ein allgemeines Statut unik am Land soll geschafft gehen. Nee, Funktionäre und extra Aufgaben und extra Charakteristiken, die sollen erhalten bleiben. Allerdings muss der Staat lehren, sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren. Und das ist schon richtig. Die Kritik ist richtig, dass die Fonction publique zu viel und zu sehr gewusst ist. Der Staat muss lehren, Schwellen a Prioritäten zu treffen und die auch politisch zu vertreten. Der Minister hat für Druck gesagt, der Minister Schneider, wir sollen direkt Maßnahmen proposieren, wir engreifen Maßnahmen, die der proposiert, das wird mal salarial beim Staat anzufreieren. Das ist nicht, dass man gegen Promotionen oder Indextranchen oder normale Avancementer wollte blockieren. Aber es heißt aber, da wird irgendwo Leute gebraucht, die beim Staat, dass die auf andere Plätze müssen weggeholt gehen. Und es heißt, dass wir Flexibilität und Mobilität beim Staat brauchen und nicht eine Croissance infinie von der Fonction publique. Das ist wirtschaftlich nicht zu drohen.
gesellschaftspolitisch auch nicht gesund. Aus demselben Grund sommer die 2,2% der Erhöhung Punktwert will man nicht nehmen, weil das budgetär falsch ist, mir auch weil den Ekart salarial zum uns beim Anfangsgehalt zwischen dem privaten Sektor und dem öffentlichen Sektor noch weiter verstärkt, und das auch ein Problem für die Wirtschaft. Dann HTL an den Minister Schneider so net leider, weil ich wollte die wat aus den Wahlrecht so dat ass proposiert gehen als eng Moosnahme mit Kompetitivität, dat können wir beim beste Welle net erkennen, wo du soll D4 sehen, mir plädieren als ADR op Fall für eng Integration von den Ausländer iwwer Lützebauer Spruch, auf jeden Hai am Land will Wahlrecht hun soll Lützebauer Nationalität ufroen, an sie dann noch de Konditionen kriegen, die Gesetz vierschreibt, an dann noch Wahlrecht. Et kann net sinn, dat man eng Ausländer Wahlrechtsdiskussion ha am Land lanciert kree, wenn interessierte Kräser, die eigentlich als einzig Absicht wie die Report von der Fonction publique an der gesellschaftlicher Diskussion zu schwächen, dat der sichere falsche Weg. Op der anderen Seite nach immer wie op dem Minister Schneider eng Opforderung zu antworten, dat man soll konkret Propositionen machen. Eng konkret Proposition Herr Minister Frieden, die geht erst guckt, dat ihre Budget endlich an krit. Weil die Hut Jahr zu Jahr budgetär, ich weiß, dass nur der Schulter lenkt, die von ihrer Lenking dezidieren, ging doch vielleicht da nicht mehr. Mit das aber Machtverantwortung an der Hauptverantwortung als Minister für das Budget, dass man da am Defizit der Rollaufen, die riskieren, als irgendwie den AAA zu kasten, und da man da einen wirklich großen Kompetitivitätsnodel für das Land müssen zu feiern. Oder erkauft werden. Die Reformen, die gemerkt sind halbfertig, Pensionsreformen, die Bartholomäus leider nicht mit do, als ein halbfertig, die viel zu spät greift, mir eng falsch Klimapolitik, mir hunnen die Hutzwe gesot, wir gingen als Ziele errechen an Europa mit der Rechen der wahrscheinlich Security sozial an einer Sache ran mit am Defizit vom Staat. Vom Zentralstaat hummer also einen strukturellen, rekurrenten Defizit. Und ich wollte euch aufmerksam machen auf eine Pressekonferenz, die CSV, das ist eine Partei, die da ihr kennt, den 29. Juni 2010 gemacht wird, an den 20 oder 21 Propositionen, ich kann nicht den Text nur geben, an CSV seht. Secteur de communication, was du soll gemerkt wie Kompetitivität, la mise en œuvre d'initiatives visant à remettre en cause totalement ou partiellement le régime TVA 2015, alors que le texte européen prévoit une clause de rendez-vous pour 2014. Da wäre ich aber interessiert, wie Reaktion ist, von CSV selber sieht, das Regime der TVA 2015, die soll eigentlich überprüft gehen. Ich höre immer nicht, die Steuererhebungen mehr, wie das auszugleichen, was wir verlieren. Aber was das mit den Propositionen von der CSV selber, die schwätzt ja nur nach Herrn Minister, ich bin dankbar, wenn da könnt, so was immer da ist. Gesundstaatsfinanzen brauchen wir, weil dir so mit der Staat verhandlungsfähig, ihr als Lohn nach handlungsfähig. Wenn dir weitermacht mit der Politik, dann ist geschwindig mit zu verdelen. Zinslast, die da etwa 200-300 Millionen Euro zu Jahr, sie wiest von Jahr zu Jahr, aber auch als Sozialstaat ist nicht zu erhalten, wenn die Defizitpolitik von dieser Regierung weitergefeiert wird. Es muss gespürt gehen, nicht Austerität, das ist nicht nämlich Spuren an Austerität. Es muss aber gespürt gehen, weil wir können nicht mit Defizitpolitik zu leisten von den Generationen nur als Führer feiern. Und das ist aber genau das, Herr Minister, was ihr merkt, auch von der Reise. Ich verstehe noch nicht, dass ihr so Finanzplatz, die müsste sowieso aufpassen, und ihr habt praktisch doch keine Verantwortung mit den Entwicklungen in Europa und in der Welt allgemein. Fairer am Jahr 2000, durch CSV als vertruden, das vor dir, das vor den Herr Juncker, der hat doch, oder Herr Juncker, hat TVA-Richtlinien von 2005, die mal 2015 encassieren, die hat das negociert, die sind verantwortlich. Er kommt, wenn es blieb nicht mit gesamteuropäischen Entwicklungen, annulliert ist nicht aus der Verantwortung raus, die droht die. Aber wir mussten als Letzte, ja dadurch Gesinn anerkennen, Reform administrativ. Das ist genau dasselbe Problem. Herr Juncker sieht das Chefsache. Da möchte 4 Jahre lang nicht, da kriegt man da modert ein Dossier an Herr Juncker, der Kultusminister. Das ist nicht der Weg, für eine Reform administrativ zu machen. Es ist ein großer Respekt für die Beamten, die sich da mitgehen, für prozentual auszurechnen, wie viel Zeit oder Wert gespürt wird. Aber eine Reform administrativ an der Situation, wo wir sind, die braucht politisch Durchsetzungsvermögen. Und das ist nicht zu erkennen. Es ist kein Politiker, der den Tag für Tag sich an dem Dossier racknet, das ist zu kompliziert, zu viel mehr, ich weiß es nicht. Aber es kann nicht im Niveau von den Beamten hängen bleiben, weil Beamte können Gesetze nicht ändern. Aber wenn den Herr Minister Schneider mal den Kompetitivitätsgesetz an Chamber kennt, dann holt die Gelegenheit für direkt eine ganze Reihe reformadministrativen Kommodor, Inkommodor oder andere Sachen direkt durchzusetzen. Der folgt noch nur andere konkrete Maßnahmen, Herr Minister. Man da stoppt Schulreformen. Weil ab Platz der Schulen dauernd nicht schlecht gehen, der folgt nur konkrete Maßnahmen, man da stoppt
Reformen, wenn man an Delvo, du hast gemerkt, was nicht kostet an unserem Land terribel profitiert. Dann Kulturentrepreneurial, ja gut, über verhielten Entreprisen immer geschwärzt, ich will konkret zur Proposition, wenn wir leider nur 10 Minuten haben. Eng Proposition aus die die mechte Mark an Promotion vu Lützeburg am Ausland, die Schweiz die wat Ambassaden von dem Dossier kennen ich ein bisschen. Es ging ich rekommandieren, Herr Minister, erstens mal zu fusionieren, wat man alles so Proliferation von Sachen drüber haben. Luxemburg for Business, Trade, Investment, Luxemburg for Commerce, wir haben noch die Ambassaden und so weiter. Das aus der Brauchminde das Kleinland reformadministrativ, das alles soll zu Summe kommen. Es soll zu Summe kommen an einer Autorität zu würden erhängen. Das könnt ihr euch vorstellen, da muss es gut sein. Das muss zu Summe kommen. Und wenn wir Ambassaden auf einer Platz sind, muss das in der Autorität vom Ambassadeur sein. Für weil der Ambassadeur hat die politischen Kontakte, die anderen alle gut nicht tun. Das ist einfach die Realität. Und ich ging auch den österreichischen Modell rekommandieren. Und Österreich ist so, dass die Chambre de Commerce, die Handelskammer, selber Attaché Commerciaux auf der Ambassade schickt, die in der Autorität vom Ambassadeur da funktionieren, mit dass die Leute aus dem Fach, die können mir an unsere Ambassade ranholen, merkt, dass dann haben wir Spezialisten, die Ambassade sind froh, wie der zu holen, und merkt auch an der Zone, ich als nicht selber Ambassadeur wäre, vielleicht geschworen Gott, das gesehen wir dann oder Wahlen, aber etwas so nicht, aber es ist wichtig, dass auch die Ambassadeure selber formiert gehen an dem Bereich. Das sind Leute, die sind Juristen, die sind Ökonomisten, die kommen aus anderen Bereichen, mehr formiert Diplomaten, gibt den Diplomaten nicht nur, dass sie selber formiert an dem Bereich, mir gibt ihnen noch Spezialisten und Hand. Und dann wollte ich nach etwas so über die über die Energie gucken, und das ist alles, was noch bleibt. Ihr seht also, es ist so modest. Mir schon den Minister noch versprochen, eine konkrete Proposition zu machen über die Energiepolitik. Und die Energiepolitik ist ja einfach, wenn sie von privater Hand gemerkt wird, ist ja auch profitorientiert. Das ist normal. Muss ja ein Investiment muss amortisiert gehen, dann muss eine gewisse Belohnung für ein Investiment bestehen. Nein, gilt der Profit als Prinzip. Wenn wir Wandmillen abricht, dann hört den DAX-Profitmarge von 12–13%, die da vorkommen, und dadurch gibt es eine ganze Reihe, wo heute nicht der Konsideration gezogen, wo einfach die Profite nicht möglich sind, durch eine Wandenergie, die nicht genug ist. Da soll wir als ADR, dann soll der Staat intervenieren, weil der Staat hat eine andere Profitrechnung. Wenn wir Wandenergie zum Beispiel produzieren oder an anderen Bereichen, haben wir eine Reduktion von den Importen bei Petrolsprodukten. An alles das muss an die Rechnung, die der Staat möchte, ablesen, sodass der Staat auf weit Männer hohe Profitmargen in Europa, null Profitmarge kann intervenieren, für als energiepolitische Bilanz zu verbessern, an einer Unabhängigkeit an dem Bereich und noch der Umwelt gleichzeitig zu denken. Ich so nicht, merci. Merci dem Herrn Karteiser. Als nächster Redner aus Henke, sage Henke,